Ich reise mit dir in die Gegend der Türkei. Dort hat vor langer Zeit ein mächtiger Sultan über ein grosses Land regiert. Richtig, ich rede vom Osmanischen Reich. Die Juden waren dort eine Minderheit. Es waren Nachkommen, die einst in Jerusalem gelebt haben. Der Sultan hat gesorgt, dass die Juden nur am Rand der Stadt leben können und Arbeit ausführen, die nur schlecht bezahlt sind. Er hat sie erniedrigt, wo er es konnte. Einer von diesen Juden war Wasserträger. Er hat vom Morgen früh bis zum Abend spät die Arbeit mit dieser schweren Last ausgeführt und dabei nur wenig Geld verdient. Der Gott aber hat ihn und seine Frau mit viel Kind gesegnet. Aber mit dem wenigen Geld hat es nicht weit gelangt. So haben sie oft nicht einmal genug gehabt, für das Essen zu kaufen. Und so sind sie manchmal mit einem leeren Magen ins Bett gegangen. Der Vater war unglücklich über den Zustand und hat keinen Rat gewusst. Er hat es mit noch mehr Arbeiten probiert, doch das hat nicht wirklich viel mehr Geld eingebracht. Und so war der Hunger immer wieder ein Gast bei dieser Familie. Einmal war der Vater so verzweifelt, dass er am Morgen auf den Basar gegangen ist. Dort gibt es kostbare Teppiche, Schmuck, wo glitzert und glänzt und es Vermögen wert sein und. Es gibt Unmengen von Waren auf dem Basar, aber auch sehr viele Leute. Der Jude hat sich unter die Kauflustigen gemischt und bei einem Bäcker, wo der für einen Moment abgelenkt war, schnell ein Brot genommen. Er hat sich unauffällig unter die grosse Masse Leute mischen. Doch der Bäcker hat mit seinem wachen Auge sofort erkannt, was da vorgefallen ist. Wache, dort läuft ein Dieb mit einem von meinen Brot! Und zeigt dabei auf den Jude. Noch bevor sich der arme Teufel rechtzeitig in die Sicherheit bringen konnte, haben die Wachen vom Sultan schon gepackt und abgeführt. Es hat einen kurzen Prozess gegeben, der Fall war klar. Und so hat es für den Jude nur noch eins gegeben, den Galgen. Der Jude ist gefesselt zum Galgen geführt worden. »Hast du noch einen letzten Wunsch?« fragt der Soldat, den er dort geführt hat. »Was soll ich mir wünschen? Mein Tod steht ja fest. Es ist nur schade, dass ich unser Familiengeheimnis mit ins Grab nehme, ohne dass ich es meinen Kindern weitergeben konnte. So, wie es mein Vater mich damals gelehrt hat. Und ich bin sicher, dass sogar der Sultan an diesem Geheimnis interessiert wäre.« Nach dieser Aussage ist der Soldat hellhörig geworden und verunsichert. Er hat den Jude gepackt und ist mit ihm zum Sultan gelaufen. »Der Galgen, der kann warten, der wird nicht davonlaufen. Aber wenn das wirklich stimmt, was du da behauptest, dann lohnt es sich, mit dir zum Sultan zu gehen.« Wo die beiden vor dem Sultan stehen, verneigt sich der Soldat respektvoll. Nach der Verneigung läuft der Soldat zum Sultan und flüstert ihm etwas ins Ohr, gerade so laut, dass es der Jude nicht hören kann. Der Sultan gibt auf das aber dem Soldat ein Handzeichen, dass er den Raum verlassen soll. Da steht der Jude, immer noch gefesselt, allein vor dem Sultan. »Jude, ich habe gehört, dass du dich schuldig gemacht hast, indem du ein Brot gestohlen hast. Ich habe aber auch gehört, dass du ein Geheimnis mit dir trägst, das mich interessieren soll. Jude, wir sind allein, so red.« Auf das aber hat sich der Jude so gut wie möglich in seinen Fesseln vor dem Sultan verneigt. »O, mächtiger Sultan, ich kenne das Geheimnis vom Granatäpfel. Ich weiss, wie man einen Granatäpfelkern setzt, so, dass er über eine einzige Nacht zu einem Granatäpfelbaum wächst. Mein Vater hat mich das Geheimnis gelehrt und er hat es von seinem Vater überliefert bekommen. Und so ist das Geheimnis über viele Generationen weitergegeben worden. Wenn ihr wollt, o grosser Sultan, kann ich euch die Kunst vorführen.«
Der Sultan war erstaunt, aber auch skeptisch über das Geheimnis. Er hat wohl viel Schätze, doch ein Wunder hat ihm noch gefällt. Also gut, du bekommst Gelegenheit, die Kunst mir zu präsentieren, aber wag's ja nicht, mich zum Narren zu halten. Es wird alles vorbereitet, so dass du das, was du da behauptest, im Hofgarten kannst zeigen. Und so ist es gsi. Der Jude hat mir in den Kerker geworfen, bis alles parat war für ein Schauspiel. Wichtige Leute hat der Sultan eingeladen, so dass das Spektakel alle mit eigenen Augen sehen können. Wo dann alle und alles parat war, hat mir der Jude wieder aus dem Kerker geholt und zum Sultan gebracht. Der Jude vor dem Sultan hat sich als erstes vor ihm verneigt. Auf das aber hat er in die Erde ein Loch mit seinen Händen geschaufelt. Dann hat ihm der Sultan persönlich einen Kern von einem Granatäpfel überreicht. Grosser Sultan, über die Nacht wird aus dem einzigen Kern ein Granatäpfelbaum wachsen. Und ihr könnt schon morgen reife Granatäpfel von diesem Baum pflücken, die über die Nacht gewachsen sind. Die einzige Bedingung aber ist, dass der Kern nur ein Mensch setzen kann, der in seinem Leben noch nie gestohlen hat. Da ich selber ein Dieb bin, komme ich nicht in Frage. Und darum, o grosser Sultan, bitte ich euch, jemanden zu bestimmen, der die Bedingung erfüllt. Auf das aber nimmt der Sultan den Kern wieder in seine Hand und überreicht ihn in seinem ersten Ratgeber. So leg du den Kern in die Erde, du über all die Jahre mir treu zur Seite gestanden bist und mich immer wieder mit wertvollen Empfehlungen beraten hast. So können wir uns alle morgen vergewissern, ob das wirklich stimmt, was da der Jude behauptet. Der erste Ratgeber hat den Granatäpfelkern genommen und sorgfältig in die Erde gelegt. Der Jude hat auf das aber den Kern mit der Erde zugedeckt und gut mit seinen Händen angedrückt. Nach dieser Handlung hat man den Jude wieder in den Kerker geworfen. Schon früh am Morgen sind die Schaulustigen wieder im Hofgarten gestanden, um das Wunder zu sehen. Aber an dem Ort, wo der Kern in den Boden gelegt worden ist wahrlich kein Granatäpfelbaum gestanden. Auf das aber ist der Sultan so richtig hässig geworden. Die Wut war ihm ins Gesicht geschrieben. «Bringet mir sofort den Jude hin!» Und mir hat den Jude sofort aus dem Kerker geholt und zum Sultan gebracht. Als er vor dem Sultan gestanden ist, hat er sich wieder als erstes vor ihm verneigt. «Was hast du eigentlich das Gefühl, wer du bist? Du hast gemeint, dass du im Tod entgehen kannst. Aber mit dem Schauspiel, wo du uns da zum Narren gehalten hast, werde ich persönlich sorgen, dass du an einem qualvollen Tod wirst sterben. Du bist nicht nur ein Dieb, nein, auch noch ein elender Lüger und Betrüger.» Und das Gesicht vom Sultan ist ganz rot angelaufen. Der verurteilte Jude aber schaut den Sultan ganz fest an. «Ich bin überzeugt, dass es funktioniert. Ich bin aber auch überzeugt, dass euer erster Ratgeber nicht die Bedingung erfüllt hat, die es braucht, damit der Granatäpfelbaum über die Nacht wachsen kann. Darum kann es nur eins sein. Euer erster Ratgeber hat mindestens schon einmal in seinem Leben gestohlen.» Der Sultan, der noch immer vor Wut gekocht hat, dreht sein Gesicht zu seinem ersten Ratgeber um und fragt: «Was sagst du zu dieser Behauptung?» Ja, der ist auch ganz rot geworden, aber nicht vor Wut wie der Sultan. Nein, vor Scham. «Mein Herrscher, es stimmt, der Jude hat recht.» Und seine Stimme ist hörbar leisiger geworden. «Es war vor vielen Jahren, wo aus Versehen mal ein kostbarer Ring am Boden gefallen ist und ich konnte dem einfach nicht widerstehen und darum in meine Jackentasche gesteckt.
»O grosser Sultan, habt Erbarmen mit mir, ich werde den Ring noch heute zurücklegen.« Und der erste Ratgeber geht vor dem Sultan auf die Knie. Der Sultan war sichtlich enttäuscht, hat sich aber sofort wieder gefasst, wie sich das für einen so einen grossen Herrscher gehört, und wendet sich auf das aber an seinen Schatzmeister. »Nimm du den Granatäpfelkern und leg ihn in die Erde, so dass wir wenigstens am nächsten Tag das Wunder vom Granatäpfelbaum bestaunen können.« Da die Situation vom ersten Ratgeber so ziemlich beschämend war, hat der Schatzmeister keine Lust gehabt, sich vor so vielen Leuten auch zu blamieren. Drum sagt er direkt zum Sultan: »O grosser Sultan, ihr wüsstet ja, mit welcher Kostbarkeit ich tagtäglich zu tun habe. Alles schreibe ich sorgfältig ins Buch. Doch einisch habe auch ich nicht der Versuchung widerstehen. Es war so eine seltene Perle, die mein Auge noch nie erblickt hat, dass ich das Gefühl hatte, die muss ich jetzt an mich nehmen. Und ohne, dass ich sie im Buch erwähnt habe, ist sie in meine Jackentasche gelandet. Ich schwöre, o grosser Sultan, ich bringe die kostbare Perle noch heute zurück. Ich flehe sie an, verzeiht mir die Untat und der grosse Vertrauensmissbrauch. Es soll nie wieder vorkommen.« Der Sultan hat zornig um sich geschaut. Es hat ausgesehen, als würde er verzweifelt nach einer vertrauenswürdigen Person Ausschau halten. Das hat der Jude erkannt und auf das aber das Wort ergriffen. »Mächtiger Sultan, ich rate Ihnen die wichtige Tat, den Kern in den Boden zu legen, selber auszuführen. Denn der Mensch kann nur sich selber vertrauen.« Nach diesen Worten vom Jude war es still. Ja, mucksmüsli still. Alle haben nicht mehr gesagt, auch der Sultan nicht. Hat er sich nach einer Weile geräuspert. »Ich, der grosse Sultan, der über ein grosses Land regiert, bin selber nicht ohne Schuld. Es ist schon lang her. Damals, als ich noch ein Kind war, haben sich meine Augen erfreut an einer kostbaren Haarnadel von meiner Mutter. Ich habe sie bei einer passenden Gelegenheit eingesteckt und die Mutter vergeben suchen. Und dann ist mit dem Gesicht vom Sultan etwas Unerwartetes passiert. Die sichtbare Strenge und die Wut ist aus dem Gesicht verschwunden. Stattdessen hat sich ein Lächeln über sein Gesicht ausbreitet und der Blick hat sich an Jude gerichtet. »Ich höre, dein grösste Geheimnis ist deine Schlauheit. Du hast mir bei einem blinden Fleck die Augen geöffnet und für das will ich dir deine Schuld vergeben. Gang in Frieden heim, zurück zu deinen Liebsten, die auf dich warten.« Der Jude hat sich noch einmal respektvoll vor dem Sultan verneigt und sich von Herzen bedankt. Der Sultan hat dem Jude auf das aber einen kostbaren Ring in seine Hand gedrückt. »Nimm den, mit dem wirst du nicht mehr in Not kommen, stellen müssen.« Auf das aber haben sich der Jude und der Sultan noch steif in die Augen geschaut und dann sich voneinander verabschiedet. Die beiden sind sich im ganzen Leben nie mehr begegnet. Aber von diesem Tag an hat der Jude, seine Frau und ihre geliebten Kinder nie mehr Hunger haben.